Am Ulchkanal sind wir gewinnt immer hunderte Kameras zu stehen. Auch wenn wir schon viele Sachen gelehrt haben, kann ich noch immer etwas beilehren. Dafür war für diesen Tournage der Mikro rot und nicht blau. Der Hudi schon immer gefroht, wie ein Tournage bei der Kollege vom RTL ausgeseit. Aber genau das wollte mehr auch wissen. Und nun der Journalist Olivier Catani bei seinem Dreh für das neue Pisa-Magazin begleitet. Es wird natürlich als Eich interessiert, wie hier sein Sujet aussieht. Die Idee ist schon ein bisschen lang, weil ich wollte am Frühjahr meine den Schluss vom Zweiten Weltkrieg und ich wusste von dem Flieger, den am Böscher aufgefallen war, weil ich eine Reportage am Journal gesehen habe vor ein paar Jahren, aber weil wir am Hirsch wollte machen, was der Busch, weil der Busch so schägt am Hirsch, und ich mich daran erinnert, ach, da war doch die Geschichte mit dem Flieger am Busch. Und ich da kommt da mal eine Sendung, verstoppt am Busch, Spuren aus der Vergangenheit. Der erste Stopp war zu Kunstdorf beim Patrick daheim. Heute hat der Patrick ein ganz paar Stecker vom Flieger schon angesammelt und zusammen mit Olivier analysiert. Heute sind Stecker aus dem Cockpit dabei oder auch noch ein Toilettendeckel. Wer wollte von Patrick wissen, wer dazu kommst, dass er sich mit so einem Thema beschäftigt? Die Passion hat schon mal ein bisschen als Kind, schon als Jugendliche so nicht. Aber dann ist es dann Interesse Motorsport oder so. Und dann 2013, 2014 als gegangen, wo heute Fest dann ein Rendezvous gemacht hat, wo wir uns getroffen zu am Bürger und dann noch die Stücker gefunden. Und dann, weil ich nicht weit verschwunden, hast du die Geschichte von Leuten aus dem Dorf gezählt gekriegt und dann hast du eben darauf hin, was selber an den Busch gucken gegangen für Sachen zu fahren vom Flieger. Das ist um 80 Euro Pfund gehen. Das habe ich Pfund für 3 oder 4 Jahre und das ist wirklich 2014 Pfund gehen. So gesehen noch den unterschiedlichen Zustand vom Material. Zusammen mit Olivier, dem Kameramann, und dem Patrick machen wir also auf der Wehr an den Busch. Am Busch bleiben wir bei Mol stehen, vor einem kleinen Schild, auf dem Halifax steht. Das Schild weist uns, dass damals der Flieger vom Typ Halifax am Zweiten Weltkrieg aufgestürzt ist. Interessant ist auch, dass ein Olivier Catani kein gelehrter Journalist ist. Ich bin effektiv kein gelehrter Journalist, ich Sport und Geografie. Ich studiere aber als Kind schon immer daheim Radiosendungen gespielt, dann Tele gespielt, dann da sind ich so ein bisschen dran gerutscht, ich war Stage, wo ich gemacht habe, dass ich immer gesagt habe, komm, ich will auch nicht Turnprof oder Geosprof gehen, aber ich will mein Hobby zum Beruf machen. Also sind ich bei Telekom. Wir haben den Olivier gefragt, wer Freiheiten hier bei seiner Arbeit hat. Und den Andreas hat mir gefragt, wie hier so eine Pisa-Tournage am Busch findet. Ich habe die Chance, dass ich effektiv ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Eben hauptsächlich die PISA, Wissensmagazin, Wissenschaftssendung, die wir Kollaboration mit Science.lu machen, vom Fonds National de la Recherche. Dann auch dem Magazin, den ich präsentiere, gucken nur die Stagiären von Juncker wollen, also ein Medien kennenlernen. Dann bekümmere ich mich ein bisschen um die. Ja, also ich finde es wunderbar, weil das macht viel mehr Spaß als eine Pressekonferenz, weil hier kann man sich so ein bisschen austoben und auch kreativ sein. Das macht halt viel mehr Spaß, weil es entsteht beim Drehen die Reportage. Und deshalb habe ich mir hier auch den Gimbal mitgenommen, weil damit kann man schnell viele Bilder machen und es ist ruhig und kann schnell reagieren. Aber das ist wunderbar, an der frischen Luft, besser als drin und ich freue mich auf den weiteren Dreh. Für die zweite Station geht es nicht an den Busch. Das kennt den aller Grund, wo der Boden selber Geschichten erzählt. Heute sehen wir überall kleinen Abfall am Erdboden. Ihr Vierster erklärt, dass auf der Platz wie so Löcher entstehen, durch natürliche Prozesse an der Oberfläche. Zusammen mit der RTL-Equipe lauschen wir gespannt noch auf Filme gleichzeitig, wie Wissenschaft und Natur heute zusammenkommen, für zu weisen, wie sich die Landschaft mit der Zeit verändert. Heute haben wir auch gesehen, wie der Beruf vom Journalist mehr ist, wie einem Text schreiben und dem Kameramann so, was der filmen soll. Mit ganzem Körperersatz probiert Olivier, den richtigen Spieler für den Montage zu filmen. Zum Schluss dürfen wir hin, wo alles zusammengeschnitten wird, an der RTL-Gebäude. Da begleiten wir den Olivier an der Montagesaal, wo die Reportagen endgültig fertiggestellt gehen. Neben ihm sitzt der Monteur, den die Bilder zusammensetzt. Wir sehen, wie Stunden auch Rohmaterial Schritt für Schritt eine fertige Sendung entsteht. Der Bunker zu Wallendorf gouf am Dezember 1944 beschoss. Peut-être je peux lire diese Mannschaftsbunker war Deel vom Westwall. Auch heute will man wissen, ob den Olivier mit einem festen Plan an den Montage rangeht und ob den Input vom Monteur eine Rolle spielt bei der fertigen Reportage.
Also ich gehe schon tatsächlich mal enger chlorer Idee an de Montage mit dass der wegrecht am Montage selber wo an Bilder gesagt wie Musik auch mal trop möchte de Monte auch ein Input gött vielleicht se du verstehen net so man du net nach pur Plan beisetzen und dann hört ihr vielleicht kein an das schon auch am Montage dann ein Prozess aus dir weiter evaluiert bis dann die finale Reportage fertig ist. Dieser Mannschaftsbunker war Deel vom Westwall. Eng 630 Kilometer. Am Fong geht beim RTL nicht viel anisch geschafft wie am Ulschkanal. Mat natürlich dem unterschied, dass sie professioneller sind, aber mehr eben Schüler. Da gehen wir auch lo für als Reportage aufzuschließen, dem Olivier das lascht wurde. Merci Paul. Ganz gern geschieht. An du mat as Rees durch den Busch River, der jo tatsächlich aber bis ne besatz wie großen Freilichtmusee.